Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video, live im Stream diesmal. Und heute machen wir eine Frage Go. Absolut kopiert vom Unsympathisch TV, beziehungsweise wahrscheinlich von jedem anderen Streamer, aber scheiß drauf. Wir machen jetzt eine Frage Go, es sind Leute im Discord, wir legen los, let's go. Der erste ist der Bommeli, die Legende Bommeli. Was ist deine Frage? Oh nein, jetzt bin ich gespannt. Bommeli? Ja, also wirklich, und ich und trollt noch oder was? Bommeli. Ah. Hey, sorry. Voilà. Ja, du, ich wollte natürlich wissen, welches ist der beste Podcast in der Schweiz? Ja, hey, also ich kann da nur etwas sagen. Und zwar, auf erster Stelle ist natürlich der Privatchat-Podcast. Ganz klare Situation. Auf der zweiten Stelle kommt schon ganz knapp der Supportcast. Und auf der dritten Stelle kommt, nein, irgendwann einmal der Loosebauer-Podcast. Ist das so? Stimmt das so ungefähr? Ich weiss nicht, ob das stimmt. Das ist ja deine Meinung. Ja, okay. Aber danke für die Antwort. Jetzt weiss ich Bescheid. Ja, sehr nice, easy. Eine Frage, go Niki. Bei dir, ich erwarte etwas von dir. Moin Meister. Moin. Also, meine Frage. Ja? Was ist ca. 5 cm lang, grün mit gelben Punkten und ziemlich haarig? Die linke Brust von deiner Mutter? Nein, ich weiß es auch nicht, aber es krabbelt dort gerade hinten an deiner Wange so oberhalb vom Charlie entlang. So ein Arschloch, ganz ehrlich. Raus. Nein, aber gute Frage, Niki. Ganz ehrlich. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja. Ich mache den gleichen Scheissdreck. Janosch, moin. Hallo. Moin. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Achtung, das ist jetzt, ich muss es sagen, der legendäre Nudelauflauf von Monte. Okay, easy. Kennst du den? Hast du das Video gesehen dazu? Ja. Aha. Ja, das müssen wir kennen. Ja klar, den muss man kennen. Der ist Baba, der ist wirklich Baba im Fall. Also hey, danke für deine Frage auch. Schönen Abend noch. Tschüss. Peace. John Deere, 6250. Oha, was ist denn das für ein Name? Baba-Name? Wie heisst er schon wirklich? Moin. Hallo? Hallo. Ah! Sally, heisst er schon wirklich John Deere 6250 im Real Life, oder wie? Nein, definitiv nicht. Also, was wäre denn deine Frage? Welches Format findest du am besten in der Schweizer YouTube-Szene? Oh. Welches Format finde ich am besten in der Schweizer? Wahrscheinlich irgendwas YouTuber-Verarschen. Die YouTuber-Verarschen-Formate fühlen ihn am meisten so, weil ich die ganzen Insider kenne und alles. Darum würde ich wahrscheinlich das Format sagen. Oh nein! Oh, der Lino Cappuccino ist da drin. Und, ach, okay. Was ist deine Frage? Milo, Mashallah, Digga. Was, Kappa? Kappa, ich habe keine Frage, ich habe eher eine Aufgabe. Nein, auch eigentlich, es kommt darauf an. Stell sie mal deine Aufgabe. Ich weiss, das Format ist vom KSI und heißt One Question Go, aber ich habe jetzt leider eine Aufgabe. Ja? Aber, es kommt drauf Milo, an. wo ist der Pump? 10 Liegestütze, jetzt Ja, sofort! mach! Ich will 10 Langfilm keine Ausrede bringen, jetzt! Drei! Die Küsse weg! So, warte schon jetzt! Ich kann nicht gut hier, es geht nicht gut, ich mache so! 3 jetzt! 1, 2, was ist das? Was abgestützt auf dem Sofa? Himmelsterne! 7, 8, 9, 10! Zählt das nicht? Okay, Milo. Hey, Lino. Es zählt, Milo. Für den Pump. Für den Pump. Aber, ey, ganz ehrlich, das Commitment musst du schon mal anrechnen, oder? Ja, wie gesagt, das wäre es von mir. Mashallah, Milo, mach weiter so. Ja, komm, verpiss dich! Oh Mann, was ist das für ein Format? Schon jetzt gar kein Bock mehr. Oh, die Mariella ist da. Hallo, hört man mir? Ja, man hört dich laut und deutlich. Okay, gut. Also meine Frage ist, welcher sind deine 3 Lieblingsdialekte ausser der Seisendeutsch, der natürlich der beste ist? Oh. Also ich habe das glaube ich schon mal gesehen. Ich habe den Bündner Dialekt extrem gern.
Der Walliser Dialekt finde ich auch noch nice und lustig. Und, ja, ich würde sagen, der Berner Dialekt. Das sind so die 3 Dialekte, die ich noch am ersten feiere. Jetzt eben Zürich, St. Gallen und Basel, das ist nicht so mies. Und bei dir? Ja, Schweizerdeutsch ist natürlich einfach der Beste, neben der Bern oder Graubündner. Bern, Graubünden, ja. Ja, eben. Ich sehe es eben ungefähr so. Aber danke, Mariella, bist du da vorbeigekommen. Hast du noch etwas sagen? Irgendjemand grüßen? Ein schöner Gruß geht raus an Cheyenne Decorvé. Cheyenne, Kuss geht raus. Nero, oh, der Nero. Ach, okay. Nero. Bester Name. Sali, Moin. meine Frage ist, wer ist dein Lieblingsdeutsche YouTuber? Oh, ja gut, Englisch ist es gar nicht so eine schwere Sache. Man hört es wahrscheinlich auch. Und ich verfolge den auch am meisten Monte. Ja. Ah, easy. Und bei dir? Wie ist es bei dir? Wahrscheinlich der unsympathisch. Schon, unsympathisch. Ja, er ist eine Legende. Er ist wirklich eine Legende mittlerweile. Und mit seinen ganzen Formaten so. Legende. Ja, voll. Ich fühl's. Hey, also Nero. Noch einen schönen Abend. Auch. Ciao, Meile. Ciao. Peace. Ja, Sali zusammen, das ist Sandro Z. das auch am Start. Moin! Also, hey Sandro, was wäre deine Frage? Ich schwitze jetzt Ja. hier, wegen diesen 10 Liegestützen vom Lino. Ich schwitze mir schon den Nein. Arsch ab. Ja, ich Ja. weiß. Ja, ich bin so Ich nah. habe eine Frage, welcher findest du besser, der Nile oder der Adi Dottoro? Von der Musik her. Ah, von der Musik her. Ja, von der Musik her, der Nilay. Ja. Aber er hat noch Schön. keinen Song rausgebracht. Ja, das meine ich auch. Nein, okay. Von Mark Galaxy hat nicht von der Musik einfach gesagt, aber so, natürlich der Adi Todor, Nilay haben noch gar kein Lied gehört. Wenn Ja, das ja. erste Lied, ich weiß es auch nicht. Das frage ich mich auch. Selbst so erst die 10 Jahre. In 10 Jahren kommt dann sogar mein Song, in der Ärgerabach-Song oder so, mit Ja. Featuring Sandro. Ja. Also hey, danke, bist du rum gewesen, gell? Ja, bitte, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Oh nein, der Micha, er hat nicht etwas im Chat geschrieben. Er ist Mod, aber er ist nicht im Chat gewesen. Was für ein 31er Micha? Ja, Geht's dir guten gut, Tag. Sali? Ja, also ich habe keine Frage, sondern eher ein nices Kompliment. Du erinnerst dich ja sicher an unsympathisch, oder? Wo Leute dazu inspiriert hat zu rauchen. Ja. Ich muss euch sagen, du hast mich echt dazu inspiriert, den grusigen Dialekt zu reden, Alter. Also wirklich, was habe ich für Mods? So ein Typ ist bei mir ein Mod. Ich habe jetzt erwartet, dass ich ihn inspiriert habe zum Pumpen. Vom Lino Cappuccino vorher mache ich hier 10 Liegestütze. Aber so komme ich nicht. Also wirklich, also das ist schon. Der Mod-Status, der wird also wirklich komplett weggenommen. Zocker King, moin, Meister. Moin, Meister. Alles gut bei dir? Ja, dir auch. Ja, sicher, ja klar, alles gut. Ja, deine Frage? Ich wollte wissen, ob es für dich allenfalls in Frage kommt, mal eine Runde Pummelparty mit der Community zu spielen. Ey, Pummelparty hätte ich schon lange mal gamen. Ich baut ja einen neuen PC hier und da wollte ich mir Pummelparty endlich holen und mal gamen. Vielleicht auch wahrscheinlich auch mit der Community mal. Da hätte ich wirklich Bock, ja. Tex-Mex ist da. Sicher richtig ausgesprochen, oder? Ja, hoi zusammen. Nicht Spaß, was ab. Sali, moin. Was hast du von einer Frage? Meine Frage ist, was nimmst du aus der Corona-Zeit raus? Also mit so. Oh, mal eine tiefe Frage oder mal ein bisschen eine ernstere Frage. Dass ich eigentlich überhaupt kein Problem damit habe, auch mal eine Zeit lang alleinig zu sein, beziehungsweise auch nicht mit so vielen Leuten irgendetwas zu machen. Es gibt ja viele Leute, die das Problem damit haben, oft alleinig zu sein und ja, so ein bisschen nur daheim mal zu sein, Anführungszeichen Quarantäne. Für mich war das nicht so das Problem gewesen und ich kann mich sehr gut mit mir selber beschäftigen, mit dem Zeugs, was ich da mache. Das hat mich überhaupt nicht so gestresst. Ja. Und ja, das ist eigentlich das, ja. Der Phil on Twitch TV ist Moin. Sali, gell? Oha, gutes Mikrofon. Ja, danke. Hey, eine Frage. Oha. Ja, Frage habe ich nicht, aber Ja, hast du schon eine Challenge? Scheiße! Wieso ist jetzt das Challenge von Marco? Ja, es kommt drauf an, aber ja, hau sie mal raus. Also ich habe gedacht, ich erzähle einen Witz und dann bist du dran und der Bessere gewonnen. Oh Scheiße, ich kenne Kinderwitze. Aber ja, mach mal. Also gut. Ein Typ betet jeden Abend zu Gott. Bitte, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen.
Und das macht er etwa 10 Jahre lang und es passiert einfach nichts. Ja, Und dann ja. hat er einen Autounfall und geht ins Koma. Und im Koma erscheint ihm Gott. Und er sagt ihm, du verdammter Missgeburt, spiel mal Lotto, Mann! Das ist wirklich als 11 von 10 die Witz. Aber ich muss sagen, also warte, jetzt kommt mein Witz. Also warte, schauen wir mal. Sie sind verbunden mit der Sunrise Mailbox von... Also so ein Arschloch, das ist eigentlich... Also eigentlich will der Lia anrufen, dass er einen Witz erzählt. Ganz ehrlich, und dann nimmt er nicht ab. Er schiebt Channel nicht ab. Also so ein Arschloch, ganz ehrlich. Was könnt ihr von einem Witz erzählen? Fuck, Gott. Ja, egal. Also wirklich, Phil, du hast mich komplett hops genommen mit deiner Challenge. Komplett. Also das ist wirklich, da kann ich gar nicht. Aber schon noch einen Witz auf Lager. Noch einen. Also, ich probiere mal. Es sind 4 Frauen, die gebären gleichzeitig in einem Spital. Und dort sind irgendwie Kinder vertauscht worden. Und um die identifizieren, haben sie die Männer geholt. Ja. Und von diesen Männern ist einer schwarz, einer ist ein Zürcher, einer kommt von Basel und einer kommt von Bern. Ja. Und dann ist zuerst der Berner reingeholt und gesagt, kannst du dein Kind identifizieren? Der hat gesagt, ja klar, das ist meins. Ja, das kann aber nicht sein, das Kind ist schwarz. Ich nehme lieber das, bevor ich einen Zürcher nehme. Es gibt ja keine Schwarze in Zürich, oder? Ja, aber Phil, du bist... ich kenne niemanden, der einfach auf Knopfdruck einfach so Witze rausholen kann. Du hast noch einen, oder was? Nein, Mann. Nein, gerade auf Lager nicht. Da müsst ihr Aber überlegen. die Dialekt, ist das nicht Zürich-Dialekt? Nein, ist in der Nähe, Zug. Ah, okay. Anna Bora, oder was? Die legendäre Anna ist da jetzt bei einer Frage go, oder was? Hallo? Du musst dein Mikrofon unmuten. Hallo, also ich bin nicht Anna Bora. Ah, du bist einfach die Anna B. Ich bin eine andere Anna, aber sie haben mich schon viel gefragt. Ich wollte meinen Namen ändern, aber ich habe es nicht geschafft. Ja, feels bad, man. Was hast du von einer Frage, Anna? Was war so ein bisschen der grösste Scheiß oder so, den du in der Primarschule gemacht hast? Wo du vielleicht auch eine Strafe bekommst dafür oder so? Ich kann mich nur an etwas erinnern, was wir mal gemacht haben, wo wir schon ein bisschen eine Strafe dafür bekommen haben, wo die Eltern informiert haben und so. Wir haben mit ein paar Kollegen, so das 3. oder das 4. Zimmer gsi, haben wir gegen einen bestimmten Lehrer in der Primarschule gestreikt. Aber nicht nur so ein bisschen gestreikt, sondern wie das im Fernsehen gesehen. Dann haben wir so Plakate gemacht und so mit Ansagen, Streiken gegen unsere Lehrerin, wie sie ist unfair oder weiss nicht was. Da sind wir auf dem Pausenplatz so rumgelaufen, sind nicht in die Schule gegangen. Das haben wir mal gemacht. Oh man. Also Anna, danke vielmals für deine Frage. Ich wollte noch die Vanessa grüßen. Welche? Meine? Okay. Ich sage es ihr an. Und sie sieht es wahrscheinlich hier im Video, aber sehr, sehr cool. Danke. Also, Grüße gehen zurück und noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Elia hat angerufen. Was will der? Ja, Elia, was ist los? Wieso hast du angerufen? Liegt dir etwas auf dem Herzen? Weil ich hatte noch einen Witz gehabt, aber auf ernste Basis. So, ich war noch in der Dusche. Aber ich habe noch einen Witz auf ernste Basis. Warte, du hast einen Witz auf Ernst? Okay, warte, jetzt lasse ich dir mal in den Zuschauer hören. Okay. Wie nennt man jemanden, der keine Hobbys hat? Hobbylos. Genau. Wie nennt man jemanden, der kein Leben hat? Leblos. Nein, Maelo. Von wo hat der den Scheissdreck jedes Mal? Wieso hat der das Zeug? Er ist also wirklich nicht gut gewesen. Wirklich nicht gut gewesen. Ja, hops. Chat, ganz ehrlich, niemand hat mich hops genommen, das war nichts gewesen. Super, Seppli. Du hast auch noch eine Frage, oder wie? Ja, hört man mich? Ja? Ja, also ich habe eine Frage, und zwar, du wohnst ja im Kanton Fribourg. Ja. Und, wenn du jetzt müsstest zügeln, in welchen Kanton würdest du zügeln? Aber du, wie alt bist du, Seppli? Ich bin 14. Ah, das sind wir gleich alt. Also in welchem Kanton würde ich zügeln? Ich würde wahrscheinlich in den Kanton Bern zügeln. Er ist nicht so weit von hier und finde ich, gibt es schöne Flecken, vor allem um Thun um.
Ja, finde ich auch. Ich wäre auch im Kanton Bern, weil Bern ist so ein bisschen chillig und alles ein bisschen langsam. Ja, stimmt ja. Und wo wohnst du da? Ja, ich wohne im Kanton Zug. Also, moin, Niki, du hast ja die zweite Chance bekommen. Ich grüße zuerst mal den schlechtesten Zweitkanal in der ganzen Schweiz, dass ich wieder da sein darf. Freut mich natürlich. Meine Frage an dich. Wenn du irgendein Placement oder Sponsoring kannst haben, egal mit welcher Firma von Schweiz, welche würdest du wählen? Ja, also. Von der Schweiz, es muss eine Schweizer Firma sein. Schweizer Firma? Ja, aber das ist jetzt bei mir eigentlich eine easy Sache und zwar Emmi Kaffee Latte. Schon? Ja, also einfach momentan denke ich mir so, ich möchte mit denen etwas haben. Oder mit On. Das wäre auch geil. On, Alter, was los? Also, ja gut, ich finde die Schuhe so... Was eigene Schuhe oder was? Ey, nee, aber... komplett abgehoben. Was würdest du da wählen? Was würdest du da wählen? Ey, das ist Alter, doch gute Digitech, Alter, safe Digitech. Ah, ja, die stellen sie dir Equipment zur Verfügung oder so. Ah ja, stimmt, Digitech. PP, Alter. Digitech wäre auch noch geil, ja, Digitech wäre wirklich noch geil. Scheiße. Als krönender Abschluss kommt jetzt noch der Bommeli. Und er erzählt euch jetzt einen Witz zum Abschluss, meine Damen und Herren. Ich hätte noch eine Weisheit für dich. Eine Weisheit, kein Witz, okay. Eine Weisheit zum Schluss Ja. vom Video, meine Damen und Herren, vom Bommeli. Let's go. Also los. Wenn du jung bist, dann gehst du zum Kühlschrank, ist nichts Schlaues drin, gehst ins Bett. Wenn du alt bist, gehst du ins Bett, nichts Schlaues drin, gehst du zum Kühlschrank. Ja, Free Freundin vom Bommeli. Bei mir ist noch alles, ist noch alles. Bei mir ist noch alles in Ordnung. Oh man. Oh Mann. Aber ja, eine schöne Weisheit jetzt noch zum Abschluss vom Bommeli haben wir bekommen. Liket doch das Video, abonniert den Kanal. Glocke nicht vergessen. Glocke nicht vergessen. Danke, dass ihr reingeschaut und bis zum nächsten Mal.